Der internationalen Schutzzone nördlich des 36. Breitengrades auf Erbil vor. Das Sperrgebiet war nach dem Golfkrieg eingerichtet worden. Mit dem Militärvorstoß greift Bagdad in die Machtkämpfe unter Kurden ein. In der Region ringen Barzanis Demokratische Partei und Talabanis Patriotische Union um die Vorherrschaft. Wegen der Angriffe haben die USA ihre Streitkräfte am Golf in Alarmbereitschaft versetzt. Archivaufnahmen des Kurdenführers Barzani. Er soll jetzt mit Hilfe von Saddam Husseins Panzern die Stadt Erbil beschießen, in der hauptsächlich Anhänger seines kurdischen Erzrivalen Talabani leben. Der Irak meldet, Barzani habe um Hilfe gegen pro-iranische Einheiten gebeten. Talabani hier auf einer seiner früheren Militärparaden im Nordirak. Er soll von iranischen Einheiten zumindest schweres Kriegsgerät bekommen haben. Talabani erklärt Barzani Lüge, um ihn mit Hilfe des Irak überrennen zu können. Hier von ihrem türkischen Stützpunkt Incirlik aus beobachten die Amerikaner die Schutzzone im Nordirak. Bill Clinton hat angesichts der Kämpfe bereits eine Umgruppierung der Truppen angeordnet. Natürlich geht es Saddam Hussein nicht um die Unterstützung des Kurdenführers Barzani gegen dessen Rivalen Talabani. Für ihn sind beides Terroristen, mit denen er abrechnen will. Aber er sieht hier nach mehr als 5 Jahren eine willkommene Gelegenheit, in der alliierten Schutzzone wieder Fuß zu fassen. Darüber hinaus soll sich im Nordirak auch eine pro-iranische Kurdenorganisation etabliert haben. Und der vollständige Rückzug der iranischen Einheiten, die dort vor einem Monat eingedrungen waren, scheint immer noch nicht vollständig gesichert. Das alles macht die Lage im Nordirak mehr als explosiv. Wenn die Kämpfe um Erbil nicht sofort beendet werden, könnte sich der Konflikt ausweiten zu einem Waffengang zwischen dem Irak, den Alliierten unter der Führung der USA und dem Iran. Die Kurden drohen, wie so oft in ihrer Geschichte, erneut nur zum Spielball ausländischer Interessen zu werden. 1991. Damals hatten die Alliierten das Gebiet über dem 36. Breitengrad zur Sicherheitszone erklärt, um die kurdische Bevölkerung vor Iraks Präsident Saddam Hussein zu schützen. Die irakische Opposition in London erhielt den ganzen Tag über Nachricht vom Dauerbeschuss auf Erbil. 1 Million Kurden leben in der Stadt und ihrer Umgebung. Man muss Saddam Hussein sagen, dass er aufhören soll, und militärische Maßnahmen sollten ergriffen werden, um ihn zu stoppen. Denn wir fühlen, dass dort eine Tragödie entsteht. Auf der Flugbasis im türkischen Incirlik, von wo Amerikaner, Briten und Franzosen den Luftraum über dem Nordirak überwachen, wurden die Truppen soeben in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Die Gründe für Bagdads Einmarsch sind vielschichtig. Zum einen sind die Kurden im Nordirak zerstritten. Seit 2 Wochen bekämpfen sich wieder die Kurdenpartei von Jalal Talabani und jene von Massoud Barzani. Talabani, so behauptet das irakische Fernsehen, habe nun Iran zur Hilfe gerufen. Barzani dagegen soll Bagdad um den Angriff auf Erbil gebeten haben, um Talabanis Partei zu vertreiben. Aber auch die Regierungen von Irak und Iran versuchen sich gegenseitig zu destabilisieren und bedienen sich dabei der Kurden. Iran soll in den vergangenen Tagen irakisches Gebiet übertreten haben, wohl um Bagdad zu dem militärischen Schlag in der Sicherheitszone zu provozieren. Einziger Leidtragender dieser Interessenkämpfe, das kurdische Volk. Der Soldaten Saddams schützen. Die UNO verhängte ein Flugverbot nördlich des 36. Breitengrades. So entstand im Nordirak eine autonome kurdische Region mit etwa 3,5 Millionen Einwohnern. Von den irakischen Kurden wird das Gebiet bereits als kurdischer Teilstaat in einer noch imaginären irakischen Föderation bezeichnet. Es ist bis heute das einzige Gebiet unter kurdischer Verwaltung. Im März 1992 wurde ein eigenes Parlament und eine kurdische Exekutive mit Sitz in Erbil gewählt. Kurdische Freischärler, die Peschmerga, vereinigten sich zu einer Armee. Für die innere Sicherheit wurde ein Polizeikorps gebildet. Langsam entwickelte sich eine Eigendynamik, die den kurdischen Teilstaat immer weiter vom Rest des Landes entfernte. Dieser kurdische Teilstaat ist dennoch ein Trugbild. Die Staatskasse verfügt über keine Einnahmen. Es fehlt eine funktionierende Industrie und wegen des UN-Embargos gegenüber dem Irak sind die Erdölvorkommen bedeutungslos. Bei rund 60% liegt die Arbeitslosenquote und ist jeweils nach der Erntezeit noch weit höher. Vom Wohlstand früherer Jahre in dem Gebiet ist nichts mehr zu spüren. Die Reserven sind aufgebraucht. Der Preis für ein gewisses Maß an Unabhängigkeit war die Verarmung der Bevölkerung. Armut ist ein guter Nährboden für politische Machtkämpfe.
Der Führer der konservativen Demokratischen Partei Barzani sah nach seinem Wahlsieg für die Kurden nur die Möglichkeiten: Verhungern, erneute Flucht in die Berge oder eben Verhandlungen mit Saddam. Sein Gegenspieler Talabani, Führer der Patriotischen Union Kurdistans, wirft Barzani wegen dieser Verhandlungen mit der irakischen Führung Verrat an der kurdischen Sache vor. Obwohl die beiden Seite an Seite gegen Hussein standen, bekämpfen sich ihre Gruppierungen mit Waffengewalt. Profitieren von diesen Auseinandersetzungen konnte bisher nur Hussein. Und weder die UNO noch die Regierungen der USA oder der europäischen Staaten scheinen Vorstellungen davon zu haben, was mit diesem namenlosen Gebilde im Nordirak passieren soll. Sie wollen die Türkei, die sich gegen kurdische Autonomiebestrebungen wendet, nicht brüskieren. Hinzu kommt die Angst, dass kurdische Selbstbestimmung im Irak die benachbarten Staaten mit kurdischen Minderheiten destabilisieren könnte. Amerika garantiert zwar, solange Hussein an der Macht bleibt, humanitäre Hilfe. Für die Kurden bedeutet dies aber eine Zukunft als passive Hilfsempfänger ohne Chancen zur Entwicklung eines eigenständigen Staates. Tja, in München begrüße ich jetzt